Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Ui, es geht weiter. Ich habe letztes Mal auf Fanwunsch hinweg einen Stream bearbeitet, und zwar Drachenlord streamt mit Bernjam. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, machen wir weiter. Zweiter Teil, der wir gar nicht lange umeinander. Richtig. Hockzeicher, Sammermeere, Reißzeicher, Häube. Auch im Übrigen, Häube ist, auch weil ich das gehört habe, es kann eine Häube Apfelschorle sein. Ne? Also ich möchte dich damit nicht irgendwie zum Alkoholkonsum verführen. Schenkt euch Ei, worauf immer ihr Lust habt. Und könnt ihr auch einen Tee machen. Es gibt große Tassen, ne? Passt ein halber Liter Tee rein, einwandfrei. Soll auch zählen. Vollkommen wurscht, whatever rocks your boat. Ich weiß ganz ehrlich nicht mehr genau, wo wir das letzte Mal waren. Ich habe jetzt 5 Sekunden zurückgespult. Wir waren ungefähr bei der Hälfte. Und ja, mir ging ein Einer in Rainer. Was schwere Arbeit ist. Also du, keine Ahnung, ich verstehe, dass das für dich anstrengend ist, weil du ja immer so... Achso, ja, stimmt. Berndian erklärt ihm, dass das, was Reini da tut, nicht harte Arbeit ist und das Rendern und dergleichen alles nichts mit Arbeiten zu tun hat. Und Reini sagt, ich höre dich nicht, ich habe keine Kopfhörer auf. In der Richtung. Ja. Macht sich da irgendeinen Kaffee oder einen Tee. Wahrscheinlich macht er sich hier so einen Kaffee aus so einem Aufgießbröselkaffee, wie die richtigen Gourmets das halt nun mal tun. Und dann kommen dann nochmal, obwohl da schon Zucker drin ist, das schon vorgesüßt ist, dann kommen dann nochmal 3 Stück Zucker rein. Oder 5 oder 12 oder je nachdem, wie viel halt gerade da ist. Ja, wann hat das letzte Mal irgendein Mädel vorbeigekommen ist, das ihm Zucker mitgebracht hat. Und währenddessen darf der andere Depp, darf reden, was er will. Ne? Interessiert Reini alles überhaupt nicht. Weil wir sind wieder bei dem Problem, und sonst müsste man sich mit der Realität auseinandersetzen. Und die Realität, das ist ein Hater, und Hatern hört man nicht zu und fertig ist. Ne? Problem gelöst. So 2 Sekunden langsamer denkst als die anderen. Deswegen benutzt du jetzt wahrscheinlich auch das Rage-Makro. Also weißt du so, das Rage-Makro, das war so im Jahr 2008 oder so mal unterhaltsam. Und er labert und labert und labert. Ja, das ist okay. Du hast jetzt deine Kopfhörer wieder auf. Also du kannst vor der Wahrheit wegrennen, aber das wird sie nicht unwahr. Hast jetzt die Kopfhörer wieder auf. Ah, scheiße. Nein, Kopfhörer gleich wieder runter. Und jetzt dieses suffisante Grinsen wieder, das man ihm am liebsten aus dem Gesicht wischen will. Haha, ich hab dich besiegt, ich hab die Kopfhörer abgenommen. Hahaha, ich bin viel schlauer als du. Nein, Rainer, du benimmst dich wie ein 5-jähriges Kind, das sich die Finger in die Ohren steckt und singt la 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 la. Ich kann dich Etzertler nicht hören. Und was ich hier mache, ist alles harte Arbeit. Und nein, ich muss nicht in den Kindergarten gehen. Machen. Und du kannst auch Sachen wiederholen, so oft wie du willst. Dadurch werden sie nicht wahrer. Wenn du klug wärst, wenn du wirklich klug wärst, würdest du jetzt einfach mal deine Zeit nutzen und deinen Schulabschluss nachholen. Das ist nämlich auch so ein Punkt, das hat man ihm ja x-mal schon an ihn herangetragen. Schrabadaba hat das auch gemacht, glaube ich. War es Schrabadaba? Ich glaube, es war Schrabadaba. Oder war es irgendeine andere Mulle? Leute, die ihm gesagt haben, er würde ja gern seinen Schulabschluss, seinen Hauptschulabschluss nachmachen, aber das kann er nicht machen. Er ist überall abgelehnt worden. Er hat sich da schon drum gekümmert. Ein Scheißdreck hat er sich drum gekümmert. Und dann haben die ihm rausgesucht. Rainer, hier. Abendschule. Keine Ahnung, VHS, was weiß ich, irgendein Kurs. Steht dabei, brauche ich irgendwelche Vorkenntnisse? Nein. Du meldest dich zu diesem Kurs an, die bereiten dich auf die Prüfung vor, auf die Hauptschulabschlussprüfung, und dann kannst du da zu einer Stelle hingehen und kannst da deinen Hauptschulabschluss nachmachen. Ich weiß nicht genau, wie das läuft, ob die dann extra Prüfungen für diesen Hauptschulabschluss machen oder
ob du dann warten musst praktisch, bis die aktuelle Hauptschulklasse aus deiner Nähe irgendwie die Prüfungen schreibt, weil jetzt gerade zum Beispiel in Bayern werden ja normalerweise Abschlussprüfungen vom Kultusministerium gemacht. Also so war es zumindest, als ich in der Schule war. Also ich habe meine Abi-Prüfungen geschrieben und an dem Tag, wo ich meine Abi-Prüfungen geschrieben habe, hat bayernweit jeder andere, der Abi geschrieben hat, auch genau diese Aufgaben gekriegt. Die sind vom Kultusministerium erstellt worden, die sind in versiegelten Umschlägen an die jeweiligen Schulen geschickt worden und dann ist da aufgemacht worden in der Früh erst, damit die Lehrer den Schülern natürlich auch keine Tipps oder sonst was geben können. Die haben sich das in der Früh durchgelesen, haben dann vielleicht noch als Satzteil oder zwei gesagt, bevor sie es ausgeteilt haben, dann ist es ausgeteilt worden und hat man die geschrieben. Also es kann gut sein, dass dadurch, dass er halt in Bayern wohnt, dass er dann halt warten muss, bis das nächste Mal Prüfungen anstehen in Bayern. Ne, in einem anderen Bundesland, wo die Lehrer die Hauptschul- oder generell Abschlussprüfungen selbst schreiben, stelle ich mir vor, gibt es sicher Möglichkeiten, das beschleunigt zu machen. Also dass man irgendwo hingeht und der schreibt halt einfach dann ne, Abschlussprüfung für 20 Hanseln, wenn ab so und so vielen Leuten, die sich angemeldet haben, passiert das und dann gehen da die Leute hin, schreiben ihre Prüfungen, dann wird das korrigiert und dann kriegt man irgendwie 2 Wochen später sein Abschlusszeugnis und fertig. Aber es ist, Rainer tut immer so, als wäre einen Hauptschulabschluss machen in Deutschland absolut utopisch. Ne? Ist absolut nicht für niemanden machbar. Und vor allem nicht für irgendeinen Dulli, der einfach nachweislich arbeitslos ist, der den ganzen Tag nichts tut, außer da vorm Rechner zu sitzen, hier ab und zu mit der Hand in der Hose umeinander zu spielen, Leute zu provozieren und sautblöd daherzureden. Dass der das nicht hinkriegt, dass er sich irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden am Tag nimmt für einen Abschluss nachmachen, dann hat er den sogar eher, wenn er sich wirklich Mühe geben würde. Wenn er sich wirklich Mühe geben würde, weil so dumm kann er nicht sein. Er hat ja auch gewisse Dinge gelernt hier. Klar war es dullihaft, diese Effekte, die er da eingefügt hat am Anfang von seiner, Karriere. Aber solche Sachen, die hat er sich ja autodidaktisch beigebracht sogar. Das muss man ihm ja sogar mal lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass Rainer absolut unfähig wäre, wenn er sich auf irgendwas konzentriert, das zu lernen. Es ist nicht so, dass Rainer einfach sagt, das ist ein hoffnungsloser Fall. Der wird das niemals lernen können. Der ist einfach zu dumm und der bleibt auf dem Schulabschluss, den er nicht hat. Also ne, dieses Abgangszeugnis von der Dulli-Schule hängen. Hier ist definitiv wieder der Fall, ich kann nicht, wohnt im Ich will nicht Land. Und das Ich will nicht Land ist in der Nähe von Denken, wo seine ganzen Freundinnen herkommen. Das ist alles realitätsfern, dass das Sau raust. Aber das will er alles nicht hören. Ne? Wenn man ihm dann sagt, Reini, du hättest schon lange einen Abschluss nachmachen können. Nein, Reini will ja gar keinen Abschluss. Wenn Reini einen Abschluss machen wollte, dann hätte er diese ganze YouTube-Scheiße gar nicht gemacht. Ne? Das wäre mal ein gescheiter Schritt. Du musst ja nicht mal aufhören, deine Videos zu machen, aber wenigstens mal einen Hauptschulabschluss nachholen, um irgendwas Besseres zu machen, als nur zu scheiße. Beweis doch mal deine ganzen Theorien, beweis doch mal deine ganzen Aussagen. Soll ich jetzt meinen Arbeitsvertrag hervorholen oder was? Ja klar, zeig ihn am besten noch in die Kamera. Ja, das würde dir gefallen oder was? Weil es was? überhaupt kein Verbot ist, wenn da irgendeiner bei dir in der Firma anfängt. Sag mir auch gleich, in welcher Firma du arbeitest, dann ruf mal deinen Chef an und red mal mit deinem Chef, was für einen Vollidioten er da eingestellt hat. Du behauptest Mehr als Top 50 DAX-Unternehmen kann ich dir leider da nicht mitteilen. Sachen, die du überhaupt nicht belegen kannst. Du behauptest dir Das Sachen, die liegt du doch, überhaupt weißt du, nicht realistisch hinsetzen kannst. ich rede einfach nur von Lebenserfahrung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, auch seinen Arbeitsvertrag darf man anderen Menschen zeigen. Das wäre. Wir sind wieder an dem Punkt, Reini. Wir sind wieder an diesem Punkt. Der große Arbeitslord, der Experte, was Arbeitsrecht und dergleichen angeht, der mehr gearbeitet hat als alle anderen Menschen auf diesem Planeten und sie so gut auskennt mit allem, was mit Arbeit zu tun hat, erzählt dann den Leuten wieder, ja, es ist verboten, in der Öffentlichkeit über sein Gehalt zu sprechen und es sei verboten,
irgendwelchen anderen Leuten seinen Arbeitsvertrag zu zeigen, weil man dann sofort gekündigt wird und angezeigt und in den Knast kommt oder sonst irgendwas. Rainer, wir leben immer noch in der Bundesrepublik Deutschland und nicht in Nazi-Deutschland, sondern wir haben die Freiheit, über unser Gehalt zu sprechen, so viel wie wir lustig sind. Wie gesagt, wenn ich Lust habe, mir ein T-Shirt zu drucken, auf dem drauf steht, hallo, Ibims, der Kaspar, und ich verdiene jetzt Betrag XY bei Firma Z, dann steht mir das vollkommen frei. Ne? Da kann mir überhaupt niemand irgendetwas. Von denen du keine Ahnung hast. Lebenserfahrung, klar. Wie alt bist du? Jetzt kommt die gute alte Frage. Der Dude schaut relativ jung aus. Rainer setzt jetzt drauf, dass der jünger ist als er. Und dann kommt wieder dieses, oh, komm erstmal in mein Alter. Ich habe so viel mehr Lebenserfahrung wie du. Reini, ich kenne 10-Jährige, die deutlich mehr Lebenserfahrung haben als du, weil die irgendwann einmal aus ihrem Haus rausgekommen sind und Pokémon spielen und Pokémon schauen und sich zwischendurch ab und zu den Jürgen würgen, zählt nicht als Lebenserfahrung. Auch Hunderttausende von Menschen im Internet so lange zu provozieren, bis sie einen so sehr hassen, dass sie hunderte von Kilometern fahren, nur um einen zu besuchen, um einem das zu sagen, wie sehr sie einen hassen. Auch das zählt nicht als Lebenserfahrung, Reini. Das ist alles Horseshit. Und wenn er älter ist, dann ist es erbärmlich. In deinem Alter machst du noch so eine Scheiße. Das sind immer die zwei Ausreden. Und er ist schon wieder, man sieht es ihm im Gesicht wieder an. Schaut's kurz auf dem Bildschirm, man sieht es ihm im Gesicht wieder an. Er sitzt in den Startlöchern, weil jetzt kann er wieder einen von seinen Klassikern von der Drachenlord LP abspielen. Ha? Das ist wieder einer von den guten alten Nummern. Ha? Wie alt bist du? Wie alt bist du ist im Übrigen auf der Drachenlord Best of LP. Da gibt's noch einen Remix davon. Das ist einmal die Originalversion ist an die Hater gerichtet und der Remix, der ist an minderjährige Mädchen in seinem YouNow-Stream gerichtet, die er groomen will. 27, ich werde dieses Jahr noch 28. Ich bin ein Jahr älter als ich. Und du behauptest, du hättest mehr Lebenserfahrung wie ich, weil du ein Jahr älter bist. Als du, Rainer, als du. Ich habe es dir gerade erzählt. Ich habe eine Abteilung, die ich überwachen muss. Ich habe ein abgeschlossenes Studium. Ja, der hat auf jeden Fall irgendeine Art von Berufsqualifikation erworben. Ob er jetzt eine Ausbildung gemacht hat oder ein Studium, ist in dem Fall vollkommen wurscht. Er hat einen Schulabschluss, er hat eine abgeschlossene Berufsqualifikation. Ich nehme mal an, so wie er jetzt redet, ist es wahrscheinlich ein Studium, wahrscheinlich hat er irgendeine IT-Geschichte studiert, was weiß ich. Und, also nicht schlecht, als Student bist du natürlich bei Reini gleich wieder unten durch. Und ja, das sind Erfahrungen im Leben, die wertvoll sind, gemacht zu haben. Ich habe auch im Laufe meiner schulischen Ausbildung etc. Karriere, in Anführungsstrichen, Situationen gehabt, die mir sehr unangenehm waren. Gerade Prüfungssituationen. Aber sich da durchzubeißen und sich dem zu stellen, obwohl man tierisch Bammel hat vor dieser Prüfung. Und das durchzuziehen und dann Erfolg zu haben, war wertvolle Lektion für mein Leben. Ne? Also vor diesen Dingen nicht mehr so viel Angst zu haben. Ne? Die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass das einen weiterbringt. Auf den Moment hinzuarbeiten, wo man es dann hinter sich hat. Und man sagt, hey, das ist jetzt anstrengend und scheiße und ich muss mich jetzt da hinsetzen und Mathe lernen. Mathe ist ein Hater. Aber wenn ich diesen Abschluss XY haben will, dann muss ich dann muss ich was dafür machen und dafür muss ich gewisse Kenntnisse auch in diesem Bereich nachweisen und deswegen setze ich mich jetzt dahin und schaue, dass ich mir diese Kenntnisse in meinen hageldummen Knallkopf reinprügel, damit ich dann dieses Ziel des Abschlusses erreichen kann. Der Gedanke ist reiner so fern wie ein normaler BMI. Weißt du, du denkst, du machst echte Arbeit. Ich habe eine Freundin, die arbeitet als Krankenschwester. Nicer Stich, by the way, Bernian, eine Freundin.
Ihm reicht eine. Reini hat mehrere. Und auch in der Notfallstation. Echte Arbeit ist, echte Arbeit ist die Krankenschwester, die irgendwie alle 3 Monate 160 Stunden auszahlen lässt, weil sie einfach keinen Urlaub genehmigt bekommt. Dann bist du keine, dann hast du keine echte Arbeit. Dann machst du keine echte Arbeit. Echte Arbeit ist, sich jeden Tag mit irgendwelchen Firmen auseinanderzusetzen und Planungen zu machen, Programme zu erstellen. Weißt du, sowas ist echte Arbeit. Der auf dem Bau arbeitet. Auf dem Bau arbeiten ist auch echte Arbeit, aber nicht. Ja, und Reini, das mit dem auf dem Bau arbeiten, Alter, dieses saudepperte Geschauk. Dieses saudepperte Geschauk, wie mich das schon wieder matt macht. Ihr könnt es euch nicht ausdenken, wie mich das jetzt gerade schon wieder matt macht. Ne? Er meinte, er hat gerade super was Schlaues gesagt. Rainer, das mit dem auf dem Bau arbeiten, da darf ich an deiner Stelle mal ganz gewaltig die Füße stillhalten. Weil respektvoll, sich respektvoll gegenüber Bauarbeitern zu verhalten, ist jetzt nicht unbedingt der Kernkompetenz von dir, sagen wir es einmal so. Ja, du hast Bauarbeiter schon lange schon oft und schon lange vor dieser Zeit als Idioten beschimpft, die zu dumm sind, irgendwas anderes zu machen und die zu Recht zu wenig verdienen. Ja, und das ist unter aller Sau respektlos von dir. Für Leute, die tatsächlich was schaffen, die sich in diesem Beruf aufarbeiten und dann, wenn sie irgendwann mal in Rente gehen, alle möglichen körperlichen Probleme haben, von kaputten Gelenken über Rücken, sonst irgendwas. Und stellenweise Hautkrebs ist auch oft verbreitet, wenn die viel draußen arbeiten und immer der Sonne ausgesetzt sind. Kann sein, dass schneit oder pisst oder kreislig ist und die müssen dann da trotzdem draußen sein und ihren Job machen. Und so despektierlich, wie du dich den Menschen gegenüber verhalten hast, würde ich das Wort Bauarbeiter an deiner Stelle überhaupt nicht mehr in den Mund nehmen. Dieses Recht hast du verwirkt, mit Bauarbeitern zu argumentieren, in dem Moment, in dem du sie so dermaßen, aber so dermaßen von oben herab behandelt hast. Nicht irgendwie daheim sitzen und nur irgendwelche Videos schneiden. Das hast du mal 3 Wochen gemacht, dann bist du nicht mehr hingegangen und dann wurdest du rausgeschmissen. Waren das überhaupt 3 Stunden, 3 Wochen? Und 16 Stunden am PC und YouTube-Videos gucken ist keine Arbeit. 16 Stunden Eier schaukeln ist keine Arbeit. Verdiene ich kein Geld damit? Du bekommst ein paar... Richtig, du bekommst Geld dafür, Rainer. Verdienen ist da schon wieder der falsche Terminus. Alter, wie er abgeht jetzt. Verdiene ja kein Geld damit, 16 Stunden am PC sitzen ist harte Arbeit. Rainer, erstens einmal, wir wissen alle, du bist diese Videos sogar auf deinem beschränkten Kompetenzniveau dauern im Leben keine 16 Stunden, um sie herzustellen. So einen Dragon Monday, so einen standardmäßigen, den hast du in einem halben Nachmittag normalerweise zusammengeknüppelt. Du jetzt vielleicht aufgrund diverser Einschränkungen brauchst vielleicht einen ganzen Tag, aber das war's. Dann ist der Dragon Monday erledigt. Dann ist die Woche eigentlich für die ganze, die Arbeit für die ganze Woche gemacht. Weil mehrer machst du doch nicht. Dann ist zwischendurch nur YouNow-streamende Leute beleidigen. Das ist auch harte Arbeit, sich dahin zum Hocken und Leute zu beleidigen oder irgendeinen Drecksdulli Let's Play da laufen zu lassen. Und seine Let's Plays sind ja die nächste Geschichte. Reini Let's Playt ja nicht wirklich. Reinis Vorstellung von einem Let's Play ist, er nimmt das auf, beziehungsweise er spielt das Spiel und entweder läuft währenddessen die Aufnahme oder es läuft währenddessen der Stream, ne? Und ansonsten macht er nichts anderes, als würde er das Spiel einfach nur so spielen, ohne Streamen und ohne Aufnahme. Und das ist nicht die Definition von einem Let's Play. Mache ich gar nicht jeden Tag tausende Stunden. Es ist ja nicht mehr so, als wenn die Leute, die auf YouNow Geld spenden, das sind ja nur Bots. Wie viele? Das sind nur Bots. Ja, keine Ahnung, ich habe deinen Kanal nicht abonniert. So, ich hau momentan jede Woche zwischen 5 und 7 und 8 Videos raus. Das ist gelogen, Rainer. Es ist gelogen. Ich hau zwischen 5 und 8 Videos raus. Erstens diese Zahlenhopper. Klassische reine Lügengeschichten. Das ist wie bei den Hater draußen vorm Tor. Da draußen stehen 5, 7, 8, 15, 30 Leute stehen vor der Tür. Gelogen. Ja, da stehen 2 Leute, stehen auf der Straße und haben gerade Prost gesagt und gelacht und machen ein Foto. Und wenn er nicht rauswongelt,
dann und sich aufführt wie der allererste Mensch, dann sind die in 5 Minuten wieder weiter. Ja, das ist der Punkt. Und er macht so viele Videos, er erzählt jetzt da wahrscheinlich alles damit rein. Ne? Also seine komischen Vlogs, wo er sich da wieder hinkockt hat und sagt, eigentlich ist gar nichts passiert. Wir haben gerade über die Let's Plays gesprochen oder die normalen, die Laber-Streamen, also, wo er einfach sich reinkockt hat und lizenzrechtlich geschützte Musik abspielt und meint, damit Geld erbetteln zu können. Das ist alles Bullshit. Das hat alles mit Arbeit nichts zu tun. Und das zählt nicht als, ich hau 5 bis 8 Videos raus in der Woche. Ja, in deinen Träumen, Rainer. In den Ankündigungen, die du am Ende jedes Jahres wieder rausmettelst. Ab nächsten Jahr große Qualitätsoffensive, etc. Da geht's richtig rund. Da hauen wir's raus, die Videos. Da kommen dann einmal in der Woche kommt hier dieses und jenes Format und einmal in der Woche das andere Format, dann wird nochmal zweimal gestreamt und hin und her und bla bla bla. Ist alles Bullshit, rein. Es ist alles gelogen. So, und jetzt sag mir, das Drehen, das Schneiden, das Rendern, diese ganze Arbeit, diese ganze Aufwand ist keine Arbeit. Was ist es? Das Drehen ist keine Arbeit, Schneiden tust du nicht und Rendern ist auch keine Arbeit. Dann erklär mir das, Kollege. Wie viel Erklär Zeit mir, was es investierst ist, du wenn's denn keine Arbeit darin? ist. Wie viel Zeit Bitte? investierst du denn darin? Wie viel Zeit du investierst in ein Schätzen wir Video? mal, meine Videos sind teilweise zwischen 5. Rainer, du bist laut eigener Aussage hauptberuflicher Streamer und YouTuber. Und der fragt dich, wie lange brauchst du für so ein Video? Und du sagst, schätzen wir einmal. Da hast du dich doch schon wieder selber entlarvt. Wenn das meine Arbeit ist, dann weiß ich doch, wie lange ich dafür brauche. Noch dazu frage ich den dann erst einmal, um was für ein Format geht's. Ja? Wenn ich jetzt sage, hier so ein Vlog oder sowas, den mache ich in einer Viertelstunde runter, da erzähle ich was über meinen Tag. So ein Dragon Monday, wenn der 3/4 Stunde dauert, dann schreibt man da ein Skript, dann nimmt man das auf, dann schneidet man das, dann dauert es vielleicht 3-4 Stunden. Ja, vielleicht dauert es 5 Stunden. Bei Reini vielleicht einmal 8 Stunden. Aber das müsste man ja dann wissen. Wenn das nämlich dein Beruf ist, dann machst du das ja regelmäßig. Und irgendwann weißt du, okay, so ein durchschnittlicher Dragon Monday, der braucht, keine Ahnung, 5 bis 6 Stunden und fertig ist. Also jetzt 5 bis 6 Stunden für einen normalen Menschen. Ne? Es ist jeder von euch, der einer geregelten Arbeit nachgeht, hat in dieser Arbeit mehr oder weniger auch meistens immer dieselben Aufgaben, die er zu bewältigen hat. Ne? Was weiß ich? Ihr seid Kfz-Mechatroniker und euch fragt jemand, hey, für so einen Golf vorne Bremsscheiben und Bremsbeläge tauschen, wenn nichts dazwischen kommt, wie lange brauchst du dafür? Und dann sagt er dir, halbe Stunde. Ne? Und da fängt er nicht an, oh, lass mal schauen, oh, weiß ich nicht, keine Ahnung, das kommt jetzt drauf an, rechnen wir mal, schätzen wir mal. Weil, wenn der Reini hat ja zu dem Zeitpunkt angeblich schon seit 4 Jahren in diesem Beruf gearbeitet. Ja, wenn der Kfz-Mechatroniker nach 4 Jahren immer noch nicht weiß, wie lange er fürs Auswechseln von der Bremse vorne für einen Golf braucht, ja, dann weiß ich nicht, dann wird er wahrscheinlich bald beim Arbeitsamt vorstellig werden, weil er dann höchstgradig inkompetent ist und keinen Fick auf seinen Job gibt. 5 und 6 Minuten lang oder sogar 10 Minuten lang. So, das Rendern an sich kostet meistens wie viel Zeit? Hast du schon mal ein Video gerendert? Ja klar, ich habe neulich ein 4,5 Stunden Video hochgeladen. Ich lade zusätzlich 30 Minuten Parts oder 25 bis 30 Minuten Parts auf meinem Let's Play Account hoch. Meistens 2. Das Hochladen dieser Videos kostet keine Zeit. Wie lange dauert sowas? Ja, das Hochladen ist keine Arbeit. Rendern ist keine Arbeit. Du musst dafür nichts tun. Wir wissen, dass das für dich das Arbeit ist, weil du währenddessen dein Internet nicht benutzen kannst. Ja, weil vom Rendern dein Rechner komplett überfordert ist und vom Hochladen deine Internetleitung komplett überfordert ist. Das heißt, du kannst währenddessen nichts tun. Du musst abwarten, musst irgendwas anderes machen. Deswegen empfindest du das als Zumutung und Arbeit ist auch eine Zumutung, deswegen empfindest du das als Arbeit. Aber Fakt ist letzten Endes tatsächlich Etzertler, dass weder Rendern noch Hochladen Arbeit sind.
würdest du wirklich dir Mühe geben und deine Videos ordentlich schneiden und da Effekte einbauen, dann würde ich dir die Zeit als Arbeitszeit anrechnen. Aber das tust du ja nicht. Ja? Und dann sagst du, 2,5 Stunden Videos, Let's Plays lädst du hoch. Das ist Horseshit. Rainer, du nimmst 4 Stunden Let's Plays auf und nach einer halben Stunde klickst du einmal kurz auf Aufnahme beenden, Aufnahme starten und dann geht es weiter. Und diese Halbstundenfetzen sind nicht mal geschnitten. Die müssen auch nicht rendern. Die lädst du dann so hoch. Das hast du immer so gemacht. Das ist keine Arbeit. Und wie gesagt, die Zockerei ist bei dir auch keine Arbeit, weil du einfach nur so zockst, wie wenn du zocken würdest für dich alleine. Aber nicht so, als hättest du ein Publikum. Das ist Ja, das alles Hochladen Zeit, ist ja nichts, das wo ist du alles nicht Zeit. wo du Ob ich da arbeitest. nichts machen muss oder was machen muss, spielt keine Rolle. Doch, Rainer, das spielt eine Rolle. Das ist die Definition von Arbeit. Keins Kruzifix noch einmal. Das ist Arbeit. Nee, ist es nicht. Du musst da nichts machen. Ob ich da was machen muss, tut da nichts zur Sache. Doch, Rainer. Doch, Rainer. Definieren wir Arbeit. Auf jeden Fall musst du etwas tun. Und das ist der Punkt. Da haben wir genau diesen Punkt wieder. Reini will nichts tun. Für Reini ist nichts tun Arbeit, die rechtfertigt, dass er dafür Barrene kriegt. Rainer, die Aufnahmezeit kann er da nur geben. Auch wenn du nicht wirklich unterhaltsames Programm lieferst, kann man dir die geben. Aber weder hochladen noch rendern gebe ich dir als Arbeitszeit. Während es hochlädt und während es rendert, kann nicht. Also ich verstehe. Das ist sehr schade, dass da jetzt die Kartoffelleitung dazwischen gegrätscht ist. Ja, das hätte ich gerne gehört, was da gesagt hat. Während des Hochladens und des Renderns kann ich meinen Rechner nicht benutzen. Das ist der Punkt. Da kann er seinen Rechner nicht benutzen. Und irgendwas anderes machen ist keine Alternative. Er sagt ja immer, er liest so viel. Ja, er könnte, wenn das Hochladen 2 Stunden dauert von so einem 20-Minuten-Video wegen seiner Kartoffelleitung, könnte er sich ja hinsetzen und ein Buch lesen. Haha, haben wir gelacht. Ne? Aber sind wir mal so frei und geben ihm das, dass er auch, weil Lesen ein Hater ist und er das nicht gut kann, dann kann er immer noch ein Hörbuch hören. Er kann sich immer noch eine DVD anschauen, irgendwie, keine Ahnung, auf der Xbox oder so. Was weiß ich. Die 2 Stunden bis hochgeladen und gerendert ist. Dass es ein Aufwand ist, das Skript zu schreiben, das Ganze zu drehen und zu schneiden. Aber das Rendern und Hochladen ist kein Aufwand. Wie viel Zeit Also investierst du in YouTube? ich habe Freitag. Warte, den Finger. Diesen Finger hier. Warte. Das ist kein Aufwand. Wie viel Diesen Finger hier. Den würde ich ihm manchmal am liebsten. Aber den würde ich ihm manchmal am liebsten, ich sag's euch. Den hab ich so gefressen, diesen erhobenen Zeigefinger. Vom dümmsten Menschen auf diesem Planeten. Der kommt mit dem erhobenen Zeigefinger, um anderen Leuten die Welt zu erklären. Alter, Hasslatte ist schon gar kein Ausdruck mehr dafür. Zeit Also investierst du in YouTube? ich habe Freitag eine 4,5 Stunden Sendung aufgenommen. Die Sendung gegen die Einsamkeit, die auch jeden Freitag kommt, die auch jeder mal einschalten kann, wenn er nichts Besseres zu tun hat. Da setze ich mich auch hin, da können mich Leute anrufen über Skype und das funktioniert wunderbar. Ich habe 2 Jahre Berndian gemacht. Das sind 100 Folgen. 100 fickende Folgen. Jede Woche ein Thema ausdenken. Und 3 Stunden sich da hinsetzen und das machen. Plus Vorbearbeitungszeit, Nachbearbeitungszeit, da kommt schon einiges zusammen. Also ich weiß, wie es ist, wenn man kreative Sachen macht. Aber weißt du so, Kreative Sachen nennt er das, Du wenn er setzt dich andere hin. Leute verarscht. Das nennt er kreativ. du setzt dich hin und Kollege, versagst ich du kann dabei. Boah, wenn jetzt Rainer drüber abbrandet, was wirklich kreativ ist, dann habt ihr mich hier liegen. Dann habt ihr mich hier liegen. Ja, ganz ehrlich, wir kennen alle die ganzen Sachen, ne, die man ihm ja noch hoch anrechnet, weil man dir die Latte so niedrig gelegt hat. Ja, durch Rainers Niveau-Limbo. Wir kennen die Sachen noch, die 4 Drachen und der Mel und Kurzfilm der Idioten. Das hat ja mit Kreativität auch überhaupt nichts zu tun gehabt. Das war ja einfach nur noch, das war auch nur noch dumm.
Ja, du bist für die Musik zuständig. Ich bin für die Musik zuständig. Ja, du bist für die Musik zuständig. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Du hast dreimal denselben Satz im Skript hintereinander verwendet, um 5 Sekunden mehr Runtime rauszujockeln. Richtig kreativ. Bei Let's Play Tycoon. Nicht mal dein dämliches YouTubers Live kannst Würdest du du. mal aufhören, mir das mal reinzuquatschen? Du laberst und laberst und lässt mich gar nicht zu Wort kommen, du Spacken. Es ist geil. Berndian spricht, Rainer unterbricht ihn. Berndian redet einfach weiter, weil er sich von Rainer nicht mehr unterbrechen lassen will. Und dann brüllt ihn Rainer an, hör mal auf, mich die ganze Zeit zu unterbrechen, du Spast. Geil. Richtig gut. Und wenn du jetzt nicht die Schnauze hältst, dann hau ich dich raus und sag Ja, genau. Dann fliegt der Warnhammer. trotzdem, was ich will. Und dann kannst du mir nicht mehr reinquatschen, du Spacken. Okay, dann dem Gespräch zu Liebe sprich. Du willst also unbedingt auf deine Aufzeichnung haben, wie viele Stunden ich an meinen Videos sitze. Ja, bitte. Abgesehen davon, ja, das halte ich jetzt hier fest und ich mache auch gerne einen Mitschnitt dafür. Ich hau auch gerne einen Mitschnitt dafür auf meinen Kanal hoch. Und wenn du das dann meldest, dann weiß jeder, dass du eine Pussy bist. Und dann mach noch mal dich nicht mit drin, wo du nichts gegen machen kannst. Also, pass, Kollege. Egal, was ich jetzt sage, ja, du drehst mir sowieso das Wort im Mund rum. Und für dich ist es ja sowieso, was man gerade gesehen hat, keine Arbeit. Egal, wie viel Zeit ich da reinstecke. Rainer, viel Zeit in etwas zu investieren, ist nicht die Definition von Arbeit. Rainer, ich habe letzte Nacht 8 Stunden geschlafen. Das ist eine lange Zeit. Das ist keine Arbeit gewesen. Allein in Drachenlord stecken teilweise zwischen 10 und 12 Stunden. Kommentare raussuchen, was bei meinen Kommentaren, und da kann mir jeder garantieren, dass es nicht einfach ist, einen Kommentar rauszusuchen, bei so viel Arschlöchern, die da posten. Ja, Rainer, das Problem ist, klar, Kommentare lesen nimmt Zeit in Anspruch, aber das gehört halt zum YouTuber-Dasein dazu. Ich lese gerne die Kommentare, die unter meinen Videos, hinterlasst. Gut, bei mir sind sie natürlich größtenteils positiv, aber selten negative Kommentare drunter. Und ich lese halt 10-mal schneller wie er. Ne? Weil ich nicht jeden einzelnen Buchstaben aneinander klöppeln muss, um dann im Nachhinein da irgendwie einen Sinn draus zu machen, so, weil ich des Lesens mächtig bin. Das Problem ist einfach, wenn ich einfach nicht ordentlich lesen kann, weil ich nie Wert auf meine Ausbildung gelegt habe. Der Kreis schließt sich, weil ich immer lieber Pokémon geschaut habe, statt in die Schule zu gehen. Und deswegen nicht anständig lesen kann. Dann fällt leider Gottes der Beruf, in Anführungsstrichen, des YouTubers für mich weg. Weil das Lesen und Beantworten von Kommentaren zu diesem Beruf dazugehört. Das ist Teil des Berufs. Das ist wie wenn ich sage, hey du, ich habe von Mathe und Physik überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe das immer geschwänzt. Ich würde aber gern Architektur studieren. Und dann heißt, nein, Herr Kasper, Architektur können Sie nicht studieren, weil Sie die Voraussetzungen in Mathe und Physik nicht mitbringen. Weil das nämlich wichtig ist, weil Sie Mathe und Physik können müssen, wenn Sie ein Haus bauen, weil das ansonsten zusammenbricht und seine Bewohner in Schutt und Trümmern begräbt. Es gibt gewisse Grundvoraussetzungen für gewisse Berufe. Wenn du die nicht mitbringst, dann musst du einen anderen Job suchen. Und wenn Lesen so ein Hater ist, dass du fürs Lesen von ein paar hundert Kommentaren 100 Jahre brauchst, dann entweder sagst du, okay, dann ich will aber wirklich YouTuber sein und dann nehme ich diese Zeit in Kauf, die mich das kostet, dann darfst du es aber auch nicht als große Arbeitszeit verkaufen. Oder lässt es halt bleiben und dann machst du halt was anderes. Ja, wie gesagt, Werkshalle auskehren. Oder doch? Oder würdest du das jetzt abstreiten? Was für Kommentare musst du denn raussuchen? Verstehe ich gerade nicht Kommentare, auf die ganz. ich irgendwas Gutes rausfinde. Irgendwie, wo ich einen Witz draus machen kann oder wo ich irgendwas Cooles draus machen kann. Und wie viele Idioten, wie viele Kommentare sind drin? Lülülü, lösch dich. Meinst du, ich kann dazu irgendwas machen? Ja, was denkst du, wo die herkommen? Das spielt keine Rolle, wo das herkommt. Es geht um die Zeit meiner Videos, oder nicht? Also Oder ganz willst du realistisch. willst du plötzlich über ein anderes Thema sprechen? Dann sag's mir bitte. Also, Rainer, du bist doch jetzt mit diesen Kommentaren gekommen. Du hast gesagt, es kostet dich so viel Zeit, die ganzen negativen Kommentare zu überlesen
und die positiven rauszusuchen, um dann damit arbeiten zu können. Punkt Nummer 1, ich glaube, du hast nie wirklich großartig auf positive Kommentare reagiert, ganz, ganz selten. Du hast reichlich Reaction-Videos gemacht auf negative Kommentare, also das hat dir ja mehr oder weniger Content gegeben, also damit das dann schon mal nicht mehr drüber beschweren. Und wenn ich so viele negative Kommentare unter meinen Videos hätte, dass das in Arbeit ausartet, das alles so auseinander zu basteln, dass man den einen oder anderen positiven Kommentar findet, der dann da irgendwo drunter ist. Ja, dann würde ich mir vielleicht Gedanken machen, ob entweder mein Content scheiße ist oder ob der Beruf des YouTubers vielleicht nicht der richtige für mich ist. So, das bisschen Kommentare lesen ist doch kein Aufwand. Selbst 100 Nein, Kommentare das tust du in 10 Kommentare Minuten lesen ist kein überfliegen. Aufwand. Bei 500 Kommentaren, wo du irgendwas raussuchen musst, wo dir auch was dazu einfällt, was du machen kannst. Ja, Rainer, du musst nicht Content aus den Kommentaren machen. Es reicht normalerweise, wenn du die Kommentare liest. Wenn du dem Kommentar nichts hinzuzufügen hast, kannst du ein Herzen. Wenn du dazu noch was sagen willst, schreibst du was drunter. Und wenn tatsächlich irgendwelche Kommentare drüber sind, keine Ahnung, wer nicht alles ins Glas gehört, dann kannst du die Leute immer noch blocken. Ja? Aber Reini blockt dann die Leute für konstruktive Kritik. Also müssen nicht mal Hater-Kommentare sein. Es reicht, wenn irgendjemand zum ersten Mal auf ein Video von ihm gekommen ist und ihm dann Tipps gibt, hey du, das mit dem Let's Play so und so, bla bla bla, mach doch so und so. Das wird die Qualität deutlich erhöhen, wird es unterhaltsamer machen. Dann ist das Hass und Mobbing und dann wird das weggebannt damit. Hast du Was ist überhaupt mein- 500 Kommentare? Sag mir mal es. Was? Ich habe Ich 700 bis geh mal 800 kurz nebenbei Kommentare auf pro deinen Video Kanal. Erzähl ruhig teilweise. weiter. Also ich gehe mal Also pass kurz auf auf, den allein in Kanal. Drachenlord 12 Stunden. Davon geht etwa eine Stunde nur für Kommentare lesen drauf. Pro Dann, Video oder pro Tag? es geht ums Video gerade, oder nicht? Okay. Gut. Sprich ruhig weiter. Ich spüre gerade, wie meine Gehirnzellen schmelzen wegen... Ja, da würde ich mal ganz schnell was dagegen unternehmen, weil du kannst nicht so viele verschmerzen, Rainer. Ja, was denn? Das war auch eine berechtigte Frage. Du sagst, du liest eine Stunde Kommentare und er fragt dich pro Video oder pro Tag. Das ist eine nachvollziehbare Frage. Ich zum Beispiel, ich lade meine Videos hoch, dann die ersten Kommentare schaue ich, dass ich dann gleich irgendwie beantworte und dann schaue ich meistens 1-2 Tage später nochmal rein. Dann gehen die Kommentare durch. Es tut mir leid, Leute. Ich glaube, Kommentare, die später als eine Woche nach Hochladen des Videos geschrieben wurden, habe ich so gut wie noch nie beantwortet. Also ich gehe dann weiter zum nächsten Video. Ich schaue dann nicht immer, oh, wir haben vor 2 Monaten dieses und jenes Video gemacht, mal schauen, ob da neue Kommentare dazugekommen sind. Das ist mir auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir den Aufwand dann auch nicht wert. Ansonsten, ich weiß nicht, wie viele Videos ich jetzt auf dem aktuell habe, die öffentlich gestellt sind, mit den ganzen Videos, die ich insgesamt schon gemacht habe. Da würde ich aus dem Kommentare lesen auch nicht mehr rauskommen. Aber die wichtigen Kommentare passieren in den ersten 2 Tagen. Und wenn man sich dann darauf einschießt, das ist vollkommen in Ordnung. Und das ist nicht so harte Arbeit, Rainer. In dieser Dummheit. Es stecken 1 bis 2 Stunden nur in die Kommentare. Dann kommen die Schneidarbeit, dann kommen die Arbeiten erstmal dann kommt erst einmal das Skript. Also Rainer beantwortet die Kommentare von seinem Video, bevor er das Skript dafür geschrieben hat. Das ist schon mal, da haben wir das Pferd wieder von hinten aufgezäumt. Wenn ich ein Skript schreibe, jetzt in den neueren habe ich jetzt... In den neueren, jetzt kratzt er sich am Kopf, in neueren Videos habe ich jetzt kein Skript geschrieben, aber sonst, Rainer, du hast nie, so gut wie nie Skripte geschrieben. 4 Drachen und der Dulli, das gebe ich dir noch. Da hast du das Skript geschrieben, für einige wenige Sachen dazwischen auch noch, aber meistens hast du dich doch einfach bloß hingehockt und irgendeinen Stuss vom Stapel lassen. Ja? Das waren doch dann deine berühmten Laber-Streams.
aus denen dann Videos geworden sind. Oder deine Vlogs. Der ganze Vlog-Kanal ist eigentlich nur deswegen entstanden, weil du keinen Bock gehabt hast, Skript zu schreiben. Gar kein Skript mehr geschrieben. Einfach weil ich da jetzt dann versucht habe, ein bisschen Improvisation reinzuhauen, weil es ein bisschen einfacher ist. Er hat versucht, Improvisation reinzubauen. Ich glaube, ich krieg mir nimmer. Ich habe kein Skript geschrieben, weil ich improvisieren wollte. Ich sag dir mal, das funktioniert bei einer Reaction, weil bei einer Reaction es auch darum geht, ne? Also dass es ein bisschen, wie sage ich jetzt, dass es ein bisschen spontan ist. Ne? Die lebt da ganz viel davon, so eine Reaction. Wenn du wirklich einfach normale Videos machst auf YouTube, wo du sagst, ey, ich möchte mich mit dem und dem Thema in meinem Video beschäftigen, dann zumindest macht man sich Stichpunkte. Zumindest macht man sich Stichpunkte, dass man sagt, hey, ich habe jetzt hier den Stichpunkt, den mache ich zum Beispiel, wenn ich einen Podcast aufnehme. Dann schreibe ich mir Stichpunkte auf und meistens nimmt das Gespräch dann einen eigenen Weg. Aber man muss dann halt auf diesem Weg checken, okay, an dem und dem Punkt macht es jetzt Sinn, den und den Stichpunkt reinzubringen. Oder wenn man zu sehr abschweift, das passiert natürlich auch, dass man dann sagt, hey, okay, ne, wir sind jetzt ein bisschen abgeschwiffen, aber mal zurück zum Thema, ich habe mir noch folgenden Punkt aufgeschrieben. Also mindestens das. Ich habe auch schon Skripte geschrieben, aber ist auch nicht mein Steckenpferd. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht gut drin, gescriptete Sachen machen. Ich kann gut spontan auf irgendwelche solche Scheiße reagieren. Das ist so ein bisschen meine Stärke, das ist mein Steckenpferd, das mache ich hier, deswegen habe ich einen Reaction-Kanal und keinen WOT-Kanal gemacht. Oder es gibt so großartige Kanäle, gerade im Drachengame, die sich dann die Mühe machen, da wirklich komplette Storys zu schreiben und keine Ahnung, von Obersturmbannführer Winkler in Stalingrad oder was weiß ich nie alles schon gehört habe. Ganz großartige Sachen. Deren Content rechne ich auch, also ordne ich auch qualitativ hochwertiger an als meinen hier, weil bei meinem Content nicht viel dahinter ist. Es braucht nicht viel, man muss nur ein wenig schlagfertig sein und ein bisschen reden können und fertig. Aber wenn ich wirklich sagen würde, ich möchte professioneller YouTuber werden und ich möchte in meinen Videos über gewisse Themen sprechen und dann wirklich dann Recherche, Skript schreiben, Aufnahme, Schnitt. So. Und dann eben noch Nachbearbeitung, also sprich Kommentare und dergleichen beantworten. Aber da finden also das sind die Arbeitsschritte. Und unter diesen Arbeitsschritten findest du nirgends irgendwie rendern oder hochladen. Und im Video realistischer rüberkommt, obwohl sich trotzdem wieder beschwert, dass es nicht realistisch genug ist. Sagte ich muss rülpsen. Wenn ihr auch sagt, danke für die Information, Rainer. Das war ein richtig, richtig wichtiger Punkt, den du jetzt da reingebracht hast. Und das macht er auch nur, um die Leute wieder aus dem Konzept zu bringen, beziehungsweise in dem Fall, glaube ich, um nicht aufzuhören zu reden. Ne? Reini weiß gerade nicht, was er sagen soll, aber er will unter gar keinen Umständen, dass jetzt hier Berndian wieder mit Reden dran ist. Weil wenn Berndian jetzt mit Reden dran wäre, dann könnte Berndian ihm das auseinanderpflücken, was er gerade gesagt hat und ihm sagen, dass das halt nicht so ist, wie er sich das ausdenkt. Solange Rainer die Goschen offen hat und die Luft scheppert, hat immer noch Rainer das Sagen. Und dann, wenn dann Berndian irgendwas dazu sagen will, dann ist das ganz böses Hass und Mobbing, weil dann unterbricht er ihn ja. Das ist ja fürchterlich. Ja. dann geht's damit weiter, dass ich die Aufnahme machen muss. So. Und wie oft haue ich Verpatzer in meine Aufnahmen rein? Ja, Rainer, da kann überhaupt keiner was dafür. Das ist deine eigene Hageldummheit. Du sagst ihm jetzt... Das sagst du ihm jetzt, hey, YouTube ist mein Job, mein Beruf, damit verdiene ich mein Geld, ne? Und ich brauche da so viel Zeit dafür, das zählt auf jeden Fall als Job, die ganze Arbeitszeit, ne? Weil ich, ganz ehrlich, ich bin so dumm, dass ich diese
Aufnahme, diese Viertelstunde Aufnahme oder halbe Stunde für ein Dragon Monday, ja, dass ich da so viele Patzer reinhau, dass ich praktisch alle 5 Minuten nochmal neu machen, nochmal neu machen, nochmal neu machen muss. Das frisst so viel Zeit. Rainer, ist doch deine eigene Schuld. Rainer, das ist doch deine eigene Schuld. Wir gehen jetzt mal zu dem Vergleich mit dem Kfz-Mechatroniker zurück. Wenn dann etabliert ist, das steht ja, glaube ich, dann auch immer drin, der Hersteller gibt vor, irgendwie, wie lang so eine Reparatur dauern darf. Ja. Gehen wir jetzt hin, Golf, vordere Bremsscheibe und Beläge wechseln. Und da steht eine halbe Stunde drin. Und du brauchst vielleicht 35 Minuten oder sowas, dann wird keiner was sagen. Aber wenn du regelmäßig dann irgendwie 50 Minuten dafür brauchst oder Stunde, dann wird irgendwann der Chef kommen und fragen, hey, Moment einmal, hier, der Hersteller gibt vor, eine halbe Stunde, wenn ich regelmäßig mehr abrechne, steigen mir die Kunden aufs Dach, weil das ja im Internet alles nachvollziehbar ist. Dann fragen mich die Kunden auch, Moment einmal, VW sagt, das darf nicht länger wie eine halbe Stunde dauern, ich habe jetzt hier aber Arbeitszeit von einer Stunde drauf auf meiner Rechnung. Warum, Und dann kriege ich einen Ärger, warum brauchst du so lange noch? Dazu kann ich mehr Aufträge annehmen, wenn du das in der normalen Zeit machst. Und du kommst dann und sagst, ja, ich baue halt permanent Scheiße. Und die Fehler muss ich dann wieder ausbügeln, dann dauert es halt doppelt so lange, weil ich halt einfach dumm bin und nichts kann. Hä? Und jetzt lass mich in Ruhe arbeiten, ich bin eh langsam genug. Ja, auch dann wirst du relativ schnell wieder beim Jobcenter vorstellig werden. Um etwas wirklich als seinen Beruf zu bezeichnen, muss man auch irgendwo gut da drin sein. Man muss irgendeine Qualifikation haben. Irgendein Skill, irgendwas, was man dann auch wirklich gut macht. Einfach nur Zeit rein zu investieren, zählt da nicht, um das als Arbeit zu bezeichnen. Ich kann mir auch nicht hinsetzen und sagen, ich bin Autor. Ah, cool, was hast du geschrieben? Hey, keine Zeile habe ich geschrieben. Ja, aber dann bist du doch kein Autor. Doch. Ich sitze jeden Tag 5 Stunden lang vor dem PC, habe ein offenes Word-Dokument vor mir und überlege mir, was ich denn schreiben könnte. Und das mache ich seit 3 Jahren. Und deswegen ist das mein Beruf. Ja, da lachen mich auch alle aus. Und dann fragen die Leute, warum nennst du dich eigentlich Autor? Ja, nur weil ich das nicht kann, heißt das ja nicht, dass ich dann kein Autor bin. Das ist diese, ich identifiziere mich als Huppi-Fluppi-Argumentation. Nur weil ich mich als irgendwas identifiziere, ist es halt nur lang nicht so. Und wenn du dich als großer YouTube-Star identifiziert hast immer, war es halt trotzdem nicht so. Weil du, wie du hier gerade sagst, ja offensichtlich die nötigen Skills nicht mitbringst. Weil wenn du nämlich sagst, ich brauche 3-mal so lange wie alle anderen oder 5-mal so lange für jede Aufnahme, die ich mache, weil ich mich dauernd verhaspel, weil ich dauernd irgendwelche Schnitze reinbaue, weil ich einfach zu hageldumm für alles bin, ja, dann ist es vielleicht nicht deine Art von Beruf. Ja, das weiß ich nicht. 200 Mal. Und wie gesagt, meine Theorien für seine möglichen Berufe, Werkshalle auskehren oder Kugelschreiber zusammenschrauben. Vielleicht noch hier mit so Plastikschnüren so Schlüsselanhänger flechten. Ja, ich glaube, so eine gewisse Flechttechnik kann man ihm beibringen. Also, es gibt ja nicht nur die mit 3 Schnüren geflochten, sondern mit mehreren, dass du dann so in verschiedenen Farben einen schönen Schlüsselanhänger hast. Das wird dann unten irgendwie wird's dann mit Hitze verschmort. Und fertig. Und dann verkaufst du das irgendwie in der Behindertenwerkstatt für 2,50 Mark. Einwandfrei. Ja? Ich mache manchmal Aufnahmen ich mache eine halbe Stunde Aufnahme. Für jedes Video vom Time of Metal. Jedes einzelne Video, was ich mache ich eine halbe Stunde Aufnahme. Und es gibt nicht selten den Fall, dass ich 4 oder 5 Mal die gleiche Aufnahme mache. Okay. Und da muss ich 4-5 Mal die gleiche Aufnahme machen. Dauert auch schon pro Video eine halbe Stunde etwa. Dauert auch schon meistens 2 Stunden, 1 Stunde, 1,5 Stunden. 4 bis 5 Mal sind 4 bis 5 Mal eine halbe Stunde sind zwischen 1 und 2 Stunden. Wissen wir Bescheid? Rainer und Zahlen. Ja, Rainer, aber wie gesagt, ich habe das vorhin schon, wenn dem so ist, dann ist das der falsche Beruf für dich. Punkt. Ja, aber nur weil du ein bisschen langsamer bist, heißt das ja nicht, dass das jetzt plötzlich mehr wert wäre. Richtig. Es geht nicht um den Wert, es geht um die Zeit. Oder doch? Das ist wieder das, was ich meine. Nein, Rainer, es geht eben nicht um die Zeit. Rainer, für dich geht es immer nur um die Zeit und ich kann mir gut vorstellen, warum. Reinis Leben war zu dem Zeitpunkt 2016 schon komplett im Arsch.
Und die Realität ist von Tag zu Tag mehr zum Hater geworden. Das heißt, Reini wollte ganz schnell irgendwie seine Videos runterscheißen, damit die guten AdSense-Barren kommen. Dann wollte er ganz schnell irgendwie seine Pflichtstunde auf YouNow runterreißen, damit die guten YouNow-Barren kommen. Und dann ganz schnell wieder Realitätsflucht. Dann wird wieder gedattelt und dann wird wieder auf gewissen Hamsterseiten irgendwie aktiv und fressen. Ja? Bedürfnisbefriedigung, rein damit. Und dafür hat er keine Zeit, wenn der Rechner besetzt ist mit Rendern und Hochladen. Deswegen ist Rendern und Hochladen Arbeitszeit. Ne? Aber das Lustige ist dann später, als die Glasfaser gekommen ist, war Hochladen immer noch Arbeitszeit, obwohl mit Glasfaser halt das Hochladen einfach nur noch ein Bruchteil von der Zeit nimmt. Die Schallplatte, ja, auf der Best-of-LP ist, da gab es kein Update, ne? Da gab es keinen Remix mehr davon. Ne? Von wegen Hochladen ist jetzt keine Arbeit mehr, weil es schneller geht. Und Rendern ist AIDS. Rendern ist fürchterlich, weil, wie gesagt, wenn der Rechner rendert, dann braucht er seine ganzen Ressourcen zum Rendern und dann kann der nicht nebenher noch Pokémon spielen oder ja, Pokémon gibt es nur auf der Nintendo. Was weiß ich, was er da gespielt hat. Ne? Du fängst jetzt wieder mit was anderem an. Es ging wenn er YouTube-Videos hochlädt, kann er nebenher nicht streamen. Ne? Kann er nebenher keine X-Hamster-Videos gucken. Ne? Die buffern aufs Räudigste und haben wahrscheinlich die Qualität wie er hier links in seinem Bild. Ne? Wo du, keine Ahnung. Vielleicht ist er auf die Art und Weise auf diesen bisexuellen Trichter gekommen. Also hat sich da auf X-Hamster irgendein Video angeschaut für 20 Minuten und hat dann erst gecheckt, dass da gar keine Mulle drin ist. Weil die Qualität zu AIDS war, wegen seiner Kartoffelleitung. Das kann gut sein. Um den Wert. Es ging um die Zeit. Der Wert, die Zeit, was ich da reinstecke, das, was ich an Geld verdienen könnte, wenn ich in einer Firma arbeiten würde, was ich an der Stunde habe, das verdiene ich niemals bei meinen Videos. Das werde ich auch niemals verdienen, selbst wenn ich 200 Millionen Abos habe. Rainer, ich hab Battle-Streams von dir gesehen, sowohl auf YouNow als auch auf YouTube, als auch auf TikTok, in denen du Stundenlöhne geschossen hast, von denen normal arbeitendes Volk tatsächlich nur träumen kann. Und das einfach nur, weil man sich im Internet zum Obst gemacht hat, Leute beleidigt und provoziert hat. Und das ist unter aller Arsch. Das werde ich nie reinbekommen. Wobei bei 200 vielleicht schon. Selbst ja, würde bei einem Video von 10 Stunden verdient nicht auf einem Video so viel. Das geht auf YouTube gar nicht mehr. Wenn du vielleicht ein PewDiePie bist, okay, dann vielleicht. Aber also, für ein Video nur mal mit so einer zum halben Stunde, Vergleich. wo du 10 Stunden reinsteckst oder sogar noch mehr, ja, so du verdienst heutzutage auf YouTube nicht mehr genug. Du musst Product Placement machen, du musst Livestreams machen, du musst irgendwas anderes machen nebenher, neben YouTube. In Art und Weise. Ja, du kannst zu arbeiten gehen. Reini, ich gebe dir einen heißen Tipp. Ich habe jetzt, wie gesagt, vor einigen Monaten die Monetarisierung jetzt für diesen Kanal beantragt. Einfach nur, weil es mir ein bisschen Sicherheit gibt. Ne? Ich mache das hier und es gibt mir ein bisschen Sicherheit. Ne? Das ist ein kleines Taschengeld nebenher. Das macht das Kraut jetzt nicht so fürchterlich fett, aber es ist eine Erleichterung fürs Leben. Und nebenher, ich mache das nebenher und hauptsächlich gehe ich arbeiten. So in einem richtigen Job. So mit der richtigen 40-Stunden-Woche. Atemberaubend, oder? Wollte ich das hier hauptberuflich machen, dann müsste ich den Production Value massiv nach oben schrauben. Müsste mir deutlich mehr Mühe geben, müsste kreativer sein. Müsste tatsächlich Videos machen, wo ich Skripte schreibe dafür. Die ich dann nachbearbeite, schneide, Effekte einfüge. Rendern und hochladen, ganz wichtig. Ja? Das ist die härteste Arbeit. Und das mache ich halt nicht, weil das halt hier nicht mein Beruf ist. So, das ist eine Nebenkasperei. Ich
bin relativ dankbar, dass ich das hier machen kann, weil mir das Spaß macht und das mein Hobby ist und dass ich dafür noch ein bisschen Barne kriege, ist gut. Weil ich glaube, ansonsten würde ich mir einen Zweitjob suchen und dann hätte ich die Zeit nicht mehr, das hier zu machen. Also dann wäre ich raus, dann wird es halt keine Videos mehr geben. Weil ja auch irgendwo noch ein normales Leben habe. Und wenn ich jetzt noch einen Zweitjob hätte, ne, ihr kennt es, der Tag hat bloß 24 Stunden, die Woche hat bloß 7 Tage und man hat ja Verpflichtungen auch. Und man will ja auch nicht einfach nur arbeiten. Was heißt arbeiten? Ne? Also jeder von uns hat Freunde, Beziehungen, Familie, im Idealfall, wenn man nicht Rainer Winkler heißt. Das sind alles Leute, Dinge, mit denen man wo man Zeit einplanen muss. Ne? Also, wenn ich ein Hobby habe, muss ich da Zeit einplanen. Gehe gerne ins Kino zum Beispiel oder sonst irgendwas. Ne? Und, oder einfach, keine Ahnung, wenn ich Zeit mit einer besseren Hälfte verbringe, dann muss ich da Zeit einplanen. Und das will ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Weil darum geht es ja eigentlich im Leben. Man lebt ja nicht, um zu arbeiten. Ja, man arbeitet, um zu leben. So rum, genau. Ja. Und man muss halt irgendwie geschissen kriegen. Wie gesagt, ich kann jetzt hier ein paar Mark damit verdienen. Das ist nicht viel, aber reicht aus. Ich bin ein relativ genügsamer Mensch. Ich setze mich hier hin, mache hier meinen Scheiß. Wenn ich Zeit dafür habe, ich kann mir das selber einteilen. Das ist ein Luxus, den nicht viele haben. Aber wenn ich das halt nicht hätte, dann würde ich mir halt einen Zweitjob suchen. Und wenn ich sage, hey, dann, weil ich so einen gewissen Wohlstand mir erhalten will, was schwierig geworden ist durch die ganze Inflationsscheiße und den ganzen Mist. Und dementsprechend, ne, weil ich sehe es auch nicht ein, dass ich dann 40 Stunden arbeite, nur um zu existieren und um dann nie in Urlaub fahren zu können, nie mal essen gehen zu können, nie mal irgendwie mal die Sau rauslassen zu können, mal nicht irgendwie jeden Taler umdrehen zu müssen. Verdienst du die Kohle nicht, die du eigentlich da reinsteckst an Zeit? Nur mal so als Vergleich. Bereich, den verdiene ich aber den verdiene ich Videos nicht. Die Zeit, die ich da Ich reinstecke, habe jetzt am Freitag ja die Sendung gegen die Einsamkeit gemacht auf YouTube. Das sind 4,5 Stunden Videomaterial, da habe ich ungefähr eine halbe Stunde Schneidezeit reingepackt. Das ist keine Werbung, ich spreche einfach nur ganz offen mit meiner Erfahrung. Für 4,5 Stunden Material habe ich eine halbe Stunde. Aber es geht jetzt gerade darum, wie viel Arbeit das ist, so ein Video zu machen. Und er sagt, hey, ich habe für meinen Kanal das und das gemacht, das hat so und so lange gedauert und so lange habe ich da dran geschnitten. Hör auf, Werbung für deinen Kanal zu machen. Renn, Alter, dein Maul. Es geht doch genau um das. Du sprichst ihm die Kompetenz ab, du sagst ihm, er hat keine Ahnung von dem, was er da erzählt, weil du der große YouTuber bist und er nicht. Und er sagt, doch, ich bin auch YouTuber, ich habe einen YouTube-Kanal. Du kannst nachschauen, das ist der und der Kanal. Ich habe dann 4-Stunden-Video hochgeladen. Ich habe da eine halbe Stunde dran geschnitten. Und das ist dann auf einmal Werbung für seinen Kanal. Stunde Arbeit investiert. Ja, dann bist du halt besser als ich. Das hat aber nichts damit zu tun. Naja, aber du kannst doch nicht irgendwie mal sagen, oh, ich bin so langsam, jetzt gibt mir mehr Respekt für meine Videos. Also das ist ja auch irgendwie so aus den Fingern gesaugt. Hab ich in irgendeiner... Was? Es gibt doch auch einen Schüler... Ja doch, Rainer, tu nicht so dumm. Genau das hast du gesagt. Genau das hast du gesagt, weil du hast vorhin gesagt, oh, ich brauche so lange, um meine scheiß Dragon Mondays oder was ich alles aufzunehmen. Weil ich mich dauernd verhaspel, weil ich dauernd irgendeinen Bock reinschieß. Und deswegen habe ich die ganze Kohle verdient. Das ist doch deine Aussage gewesen. Keine Eins, weil er es versucht hat, im Sport mitzumachen und auch wenn er es nicht schafft. Habe ich in irgendeiner Art und Weise was verlangt? Nur minimal. Na, du bettelst öfters mal zum Beispiel nach Likes und Barren. Bitte? Ich sage, eine Aussage ist kein Betteln. Wenn ich sage... Doch, Rainer, doch. Jedes Betteln ist erstmal eine Aussage. Jedes Mal, wenn man sein Maul aufmacht und etwas sagt, ist das eine Aussage. Und wenn die Aussage lautet, bitte schmeiß mal ein paar Barren raus, dann ist das eine Aussage, die dazu da ist, zu betteln. Okay. Wenn ich sage, Likes, hopp, los Leute, für 5000 Likes mache ich das und das und das und das und das und das. Und dann nochmal 5000 Likes mache ich das und das und das und das und das. Ja, Rainer, das machst du doch. Das hast du damals auch schon gemacht. Dann hast du ja jetzt so und so viele Spenden, dann machen wir noch eine halbe Stunde länger streamen. Ne? Für so und so viele Likes oder du hast ja natürlich meistens dann die Negativvariante rausgesucht, so wie immer, dass du gesagt hast,
oh, wenn wir nicht mindestens so und so viele 1000 Likes auf das Video kriegen, so dann wird der Kanal gelöscht oder sowas. Ne? Natürlich ist das Betteln. Das ist sogar noch ekelhafter, weil es stellenweise bei dir schon an emotionale Erpressung grenzt, weil du auch deinen Tod mehrfach vorgetäuscht hast und dieses Thema Freitod häufiger irgendwie mal auf den Tisch gelegt hast, wenn es finanziell gerade nicht so gut lief. Um Leute zu motivieren, dir Barrene zu spenden und proaktiv gegen die Hater für dich vorzugehen, damit du dich nicht drum kümmern musst. Das ist auf der einen Stufe ist das Betteln und auf der nächsten Stufe ist es sogar noch widerlicher, weil es halt einfach emotionale Erpressung ist. Weil es im Endeffekt heißt, Leute, entweder ihr gebt mir jetzt euer Geld oder ich mache hier Feierabend bei mir. Ne? Terminal Feierabend. Und dann einfach 5 Minuten später zu sagen, ich würde aber sowas niemals machen, zählt nicht. Das zählt einfach nicht. Rainer, was du gemacht hast, war nicht nur Betteln, sondern es war Betteln auf einem ganz widerlichen Niveau. Aber wirklich auf einem der widerlichsten Niveaus. Weil es gibt nämlich tatsächlich Leute, die keinen Ausweg mehr in ihrem Leben sehen. Oft unverschuldet. Und die diesen terminalen Ausweg dann nehmen. Und auch diesen Leuten hast du wieder einmal mit Anlauf ins Gesicht gespuckt. Einfach nur, um dir unrechtmäßig Barne in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das mache ich minimal. Das habe ich in der Junau-Karriere vielleicht 3 bis 4 Mal gemacht. Wenn überhaupt. Also ich zitiere nur, wäre schon 3 bis 4 Mal am Tag. Aber jetzt bin ich gespannt, was Berndian jetzt hier ihm rauszitieren kann. geil. Wisst ihr, was richtig geil wäre? Wenn er mir jetzt mal so voll die Likes raushaut, damit wir auf Platz 1 landen oder so. Das ist schon so Kollege, Betteleien. Ich bin immer auf Platz 1. Ich bin immer auf Platz 1. Ich brauche nicht einmal um Likes betteln. Ich bin immer Platz 1, 2 oder 3. Ja, es sei denn, der gute Bibelben war auf YouNow oder war nicht auf Platz 1 dann. Immer. Ja, weil du deinen eigenen Hashtag einfach Und der benutzt. Grund Aber so dafür, auf Deutsch der oder Grund so dafür hast du bist du. absolut... Nein, bin ich nicht. Also, Ja, klar, also ich du meine, und alle klar, Leute, ihr seid der Grund dafür, warum ich ziehst so viel, dich an uns warum ich hoch, immer auf aber- Platz 1, 2 oder 3 bin. Ich bin aber immer verstehst da. du nicht, Kann dass ein die Grund Hater da- schon kann gewonnen ein haben, Grund- sobald du dich Leute, aufregst? Warum ich mich aufreg? Nein, die Hater haben gewonnen, sobald du dich aufregst. Es geht nicht darum, dass du dich löscht oder so. Es geht einfach nur darum, dich zu triggern. Sobald du wütend Und wirst, deswegen sobald du diskutierst, haben die Hater gewonnen. Junge, ich diskutiere, warum und warum mache ich das alles noch? Ja, warum? Ihr Kopf- Das habe ich nie gesagt. Schau doch einmal rein, wie viele Aufrufe gerade da sind, wie viele Leute da sind und zuschauen. Meinst du, ich habe verloren deswegen? Ja, Alter, wie viel ich habe Waffen hast du nicht denn jetzt verloren, ich bekommen? habe gewonnen. Die Hater gewinnen, weil ich mich aufreg. Falsch. Ich gewinne, wenn ich mich aufreg, weil lauter Leute reinkommen und zuschauen, weil Leute meine Videos klicken, weil meine Sachen hochgepusht werden. Wie viele Waffen hast du Ich denn gewinne, jetzt? nicht die Hater. Du bist zu dumm. Du gewinnst nicht. Du gewinnst überhaupt nicht. Die Hater wollen einfach nur, dass du ich wütend gewinne nichts, bist. weil ich verdiene keine Kohle damit. Ich mache keine Aufrufe damit. Ich mache keinen Gewinn damit. Reinhard, das Problem ist halt einfach, wie wir schon oft etablieren konnten, es ist vollkommen wurscht, wie viel Kohle du am Monatsanfang hast. Du wirst am Monatsende genau bei 0 oder beim noch mehr Minus rauskommen. Im besten Fall bei 0. Egal, was du jemals in Anführungsstrichen verdient hast auf YouTube. Alles vollkommen irrelevant. Es ist alles vollkommen irrelevant. Es war immer alles sofort wieder weg. Und zwar ohne dir was auf die Seite zu legen. Entweder für schlechte Zeiten oder für irgendwann mal besondere Anschaffung oder wenn der Rechner kaputt geht. Oder wenn am Ende des Jahres das Finanzamt kommt und sagt, Herr Winkler, Sie sind selbstständiger Internetkasper. Was haben Sie denn verdient? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe es ja immer gleich wieder ausgegeben. Achso, ja, dann schätzen wir das jetzt. Und dann kommt 2 Wochen später ein Brief, Herr Winkler, hier ist aber das Finanzamt und Sie schulden uns 20.000 Euro. Und dann sind die Leute im Finanzamt wieder Hater.
Überhaupt Weißt nicht. du- Meine meistgepushten Videos sind die, in denen ich mich aufreg. Mein bestes Video hat über 168.000 Aufrufe. Warum? Drachenlord welches war das Penlord denn? heißt das Video. Und das warum? Da habe ich Kommentare bewertet und habe mein Shirt ausgezogen, weil dann Kommentar drin klatscht dein Bauch eigentlich auf Boden, wenn du dein Shirt ausziehst. Ich habe das gemacht, um zu provozieren. Das ist genau das Video. Hat die Ich finde es sehr schade, dass jetzt hier wieder die Kartoffelleitung dazwischen funkt, weil er exposed sich gerade einfach vom Allerfeinsten. Ich habe das gemacht, um zu provozieren. Ich habe dies gemacht, um zu provozieren. Wenn die Videos, in denen ich mich zum Obst mache, die laufen am besten. Ich habe ein finanzielles Interesse daran, dass der Hate nicht weniger wird. Das ist die Grundaussage, die er hat. Ne? Und aufgrund seines desaströsen Finanzmanagements ist halt von diesem ganzen Hate-Geld, es hat ja funktioniert zum Teil. Ja? Es hat ja wirklich funktioniert. Die Leute provozieren, um von dieser negativen Aufmerksamkeit finanziell zu profitieren. War ja durchaus drin. Aber dann zu hageldumm zu sein, dann tatsächlich was draus zu machen. Und vorher nicht zu checken, dass das ist ja kein zukunftsfähiges Geschäftsmodell. Es ist ja von vornherein klar, dass eine Karriere, die nur auf Hass und Provokation aufgebaut ist, dass die früher oder später sich selbst terminiert. Könnte einem Kinde klar sein, dass das nicht funktioniert, dass das kein langfristiges Geschäftsmodell ist. Und Rainer, machen wir einfach so weiter, weil er sonst gar nichts kann. Er kann nichts anderes. Er ist vollkommen aufgeschmissen. Er kann nur Menschen im Internet provozieren und garstig zu anderen Menschen sein und sich selbst als das Größte darzustellen und sich wie die allerletzte Wildsau zu verhalten. Mehr kann er nicht. Er hat das relativ schnell gemerkt. Er hat sein Bestes gegeben und das Beste, was ihm möglich war zu tun, waren diese Headbang-Videos und diese 4 Drachen und der Metal-Geschichten. Und die waren grottenschlecht. Und damit verdienst du kein Geld. Aber er hat festgestellt, boah krass, ich kriege Aufmerksamkeit, wenn ich die Leute provoziere. Wenn die mich hassen, kriege ich Aufmerksamkeit. Dann mache ich halt das, wenn ich zu dumm für alles andere bin. Und wenn ich dann im Internet gehasst wäre, kann ich immer noch sagen, hier ist Hass und Mobbing. Ich bin ein großes Mobbing-Opfer. Da gibt es mir Geld für ein Interview. Was wollt ihr haben? 10.000 Euro für ein Interview wollt ihr haben? Genau so. Und wie viel Geld hast du dafür bekommen? Das zweite Video ist mit den zweiten 96.000 auf meinem zweiten Platz und ist das Video, was ich auf Wacken und Summer Breeze gemacht habe. Wie viel Geld hast du dafür bekommen, dass du deine Würde Ich krieg einen wegwirfst? Scheißdreck an, man Wie redet viel nicht ist über deine Geld. Würde? Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck geht dich das an. Ich gebe dir das Doppelte dafür, wenn du deine Würde wieder zu dir nimmst. Wie dumm Weißt bist du, ich habe ja gesagt, ich verdiene einen Tarifvertrag 2200 Mir netto. scheißegal, ob Sag du mir, das was sagst. dir das ist mein gebracht Problem, hat was du mir sagst. und ich zahle dir das Doppelte, damit du irgendwie wieder versuchst, deine Würde wiederherzustellen. Was du machst, Die weißt du, Würde. weißt Junge, du, das ist genau der Punkt. ich habe neulich einen Kommentar gelesen, das ist Du super glaubst, ich gewesen. hab Würde. Warum soll mich das Neulich ein Kommentar. Kollege, halt doch mal im Leben die Fresse. Ich habe nicht gedacht, dass es einen Mensch gibt, der mehr arbeitet als ich. Hätte ich echt nicht Also ich gedacht. habe neulich einen Kommentar gelesen, ich Halt habe dich einfach mal mal kurz die Fresse. stumm gestellt. Alter, langsam wird es richtig ekelhaft. Rainer unterbricht ihn am laufenden Band. Und wenn er auch mal versucht, was zu sagen, dann heißt es, halt mir die Fresse, du hast dauernd die Waffel offen. Ganz ehrlich, wie man da so ruhig bleiben kann. Und solche Diskussionen funktionieren halt echt nur übers Internet. Solche Diskussionen funktionieren nur übers Internet und auch nur mit Leuten, die so drauf sind wie dieser Berndian. Ja, jeder normale Mensch hätte ihm doch schon längst eine aufgestrichen, oder? Wenn er einen permanent als Spasti bezeichnet und sagt, halt mal die Fresse und ich
lass dich jetzt endlich einfach nochmal irgendwie eine halbe Stunde von mir anbrüllen mit irgendwelchen wüsten Beschimpfungen, die vollkommen aus dem Arsch gezogen sind. Jeder andere hätte ihm doch schon längst eine aufgestrichen. Also ganz ehrlich, da könnte der pazifistischste Mensch der Welt hingehen, der hätte meine aufgestrichen. Du sagst, verkaufst deine Würde dafür, dass du den Gegenwert eines Satzes in Barren ausgezahlt bekommst. Ist es das wirklich wert? Hältst du jetzt die Fresse oder nicht? Sehr erwachsene Reaktion, Rainer. Und im Übrigen, den Finger dann, Berndi sieht man jetzt gerade im Gesicht an, der hat langsam auch die Fresse dick. Ja? Der Finger, wenn er es darauf angelegt hätte, hätte ich auch noch mal eine Stange Geld kosten können. Darf ich was sagen Ja, oder nicht? antworte mir doch. Antworte mir doch. Ist doch dein Ich würde dir Spiel. mal antworten, Rede wenn du doch. mal die Schnauze halten würdest. Ich kann dir da mal antworten, weil du nicht die Schnauze hältst. Kapierst du das jetzt nicht? Wie kann man das nicht begreifen? Na, Du rede hörst doch. mich vor lauter Labern nicht. Du Rede laberst doch. so viel. Laber. Na, Du sprich verstehst doch. mich überhaupt nicht. Du Du verstehst bleibst kein doch die Wort, ganze weil Zeit reden. Jetzt sprich doch endlich. Na los. Ich warte. Ich bin gespannt, ob du jetzt mal die Schnauze hältst für 2 Minuten. Ja, du sagst ja nichts. Er muss jetzt für 2 Minuten, darf er jetzt nichts mehr sagen, damit dann der große Rainer wieder losreden kann. Rainer, du sagst hier die ganze Zeit, ja, du kannst doch gar nichts dazu sagen, weil er permanent labert. Und jetzt sagt er, dann sprich doch, aber du hast gar nichts zu sagen. Du hast nichts zu sagen, weil du natürlich weißt, dass er recht hat. Weil jeder Mensch weiß, dass er recht hat. Das schafft's nicht. Wollen wir wetten? Ich wette, dass nicht 2 Minuten die Schnauze halten kann. Ja, Rainer, aber warum denn auch? Ihr seid in einem Stream, in einer Diskussion zusammen und du sagst ihm, er soll jetzt halt doch selber mal zwei Minuten Maul, dann schauen wir mal. Wenn du es vormachst, vielleicht macht das danach. Das ist ein mieser, widerlicher Manipulationsversuch. So. Ich stelle jetzt irgendeine Voraussetzung in den Raum, die ich mir gerade aus dem Arsch gezogen habe, die überhaupt nichts damit zu tun hat und eigentlich kontraproduktiv für das ist, was wir hier tun, und zwar eine Diskussion zu führen. Und wenn du dem nicht nachkommst, dann bist du der Depp. Das ist jetzt Rainers Aussage davon. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Mein eigener Met-Level steigt gerade ins Unermessliche und ich sehe gerade, die Scheiße dauert noch 10 Minuten. Wenn ich... Ab jetzt hast du 2 Minuten. Siehst du, der hält nicht die Schnauze, Alter. Ohne Scheiße, Mann. Der kann nicht die Fresse halten. Er hat eine halbe Sekunde geschafft. Wow. Ey, ist geil, ist geil. Du hältst jetzt 2 Minuten das Maul, damit ich mich über dich lustig machen kann. Ohne, dass du was dagegen sagen kannst. Geil, Rainer, sehr erwachsen. Rainer, das ist wirklich Diskussion auf 5-jährigem Niveau. Also, Leute, passt Und er fühlt sich, er hat jetzt gewonnen. Der andere hält jetzt sein Maul, weil er ihn so krass manipuliert. Rainer ist der Gruppenspieler. mal auf. Man redet, das gilt für alle Jüngeren vor allem, man redet nicht über Geld. Egal wie oft der sagt, dass er das verdient, egal wie er auf der Sache das macht man nicht. Sowas erzählt man nicht rum, man labert nicht darüber. Ja, Reini sitzt da, oh, ich verdiene so viel über YouNow und über YouTube, bla 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 bla, was nicht alles, so 5.000 bis 8.000 Euro im Monat hin und her. Eine andere so, ja, ich habe einen richtigen Job, ich krieg 2.200 netto, ich bin echt zufrieden damit und mache nebenher noch YouTube und verdiene mir noch was dazu. Mach redet nicht über Geld, du Aff! Was machst du hier eigentlich? Halt doch jetzt endlich mal dein Maul! Du kannst es dir nicht ausdenken. Du kannst es dir einfach nicht ausdenken. Was man verdient. Man macht es einfach nicht. Das ist Bullshit, Rainer. Es ist Bullshit. Übrigens, die 100.000 kannst du knicken, die habe ich eh nicht. So, jetzt kannst du wieder labern von mir aus, solange du es magst. Jetzt Sehr hält schön. sich halt absichtlich die Fresse, um mich zu... Hat ja nicht mal 2 Minuten gedauert. Aber ist das alles, was du sagen wolltest? Die Frage war doch gerade, ist dir das wirklich wert, deine Würde wegzuschmeißen für ein bisschen Hartz-IV-Satz? Du hast es nicht begriffen, dass ich dir keine Fragen beantworte. Das habe Ja, ich ich dir habe am jetzt, Anfang gesagt, ich hab hab jetzt keine dir Uhr zwischendrin offen, aber wir gesagt, reden hier schon seit längerer Zeit miteinander und du beantwortest einige Fragen. Was ich übrigens sehr nett von dir finde. Welche Frage habe ich dir ehrlich beantwortet? Keine einzige, aber Rainer, das hat auch keiner von uns erwartet. Rainer, wenn man eine ehrliche Antwort haben will, jeder, der 5 Minuten im Game ist, weiß, dich zu fragen, ist definitiv der falsche Weg.
Ist Zeitverschwendung. Ne, es ist immer gelogen. Wenn ich dir Fragen stelle, die wenigstens auf Ja oder Nein zu beantworten sind und du beantwortest sie tatsächlich mit Ja oder Nein und nicht mit irgendeinem ewigen Lügenfeuerwerk, das weit vom Thema weggeht, dann weiß ich wenigstens, dass das Gegenteil von dem, was du sagst, der Wahrheit entspricht. Wenn es eine offene Frage ist, das, was du mir erzählst, vollkommen wertlos. Das ist vollkommen wertlos. Das ist praktisch den Atem nicht wert, den du benutzt hast, um es in die Welt hinaus zu brüllheulen. Das Also, sollte man vielleicht sagen. ja, das solltest du dich mal selber fragen. Frag dich mal selber, was du überhaupt ehrlich beantwortest. Merkt ihr was? Der labert mir immer rein, ich ihm irgendwas beantworten. Rainer, du bist derjenige. Du bist derjenige, der hier die ganze Zeit ihn unterbricht. Du bist derjenige, der ihn die ganze Zeit unterbricht. Jetzt hast du vorhin gesagt, jetzt kannst du wieder reden. Dann fängt er an zu reden und nach 2 Worten, die er gesagt hat, hast du schon wieder reingemurmelt. Du glaubst, ich beantworte dir irgendeine Frage, aber du weißt doch gar nicht, ob das die richtige Antwort ist. Du gehst von irgendeinem Fakt aus. Das ist das, was ich die ganze Zeit bewiesen habe. Du gehst von irgendeinem Punkt aus, dass ich das sage und dann behauptest du, das ist eine Wahrheit. Das hatten wir vorhin schon. Da hattest du irgendwas gesagt, wie wir hatten überhaupt nichts miteinander zu tun. Dabei habe ich nur gesagt, dass ich dich nicht angezeigt habe. Du behauptest Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Dein ganzes Gelaber hat keinerlei Hintergrund. Und nur die Aufnahme, die du gerade laufen hast und die dann hinterher so zusammengeschnitten wird, dass ich als dummer Idiot da stehe, du hast keine Brauche ich gar Ahnung, nicht. was du laberst. Nein, überhaupt Brauche nicht. ich gar nicht. Nee, braucht er nicht. Man merkt ja, dass hier kein einziger Schnitt gesetzt wurde in der ganzen Aufnahme. Das merkt man ja. Sprich, Ferndian muss das hier gar nicht schneiden, um Rainer wie einen absoluten Idioten darzustellen. Das kriegt er selber hin, der Rainer. Das kriegt er wirklich einfach selber hin. Man muss ihn tatsächlich auch echt nur labern lassen, um dafür zu sorgen, dass er sich selber expost. Nein. Ich nehme gar nichts auf. Ich hab's gar nicht notwendig, deine Videos aufzunehmen. Jonas speichert die doch eh. Ich bin Genau, kein und ich kann ABCDEF. es ja nicht löschen, weil ich bin nicht der Admin auf meinem eigenen Profilbild. Auf meinem eigenen Profil. Ja, du, was du nicht lassen kannst. Also ich hab's nicht notwendig, deine Streams aufzunehmen. Aber um auf deine Frage zurückzubekommen, du hast zum Irgendjemand anderes hat das Gott sei Dank notwendig, diesen Stream aufzunehmen, weil das ist ein wirklich wichtiger Stream. Hier zeigt Rainer wirklich sein wahres Gesicht, wie er mit Leuten umgeht. Ne? Seine Diskussionskultur, seine Arroganz. Ja, es ist diese sprichwörtliche Taube. Ich hatte es neulich wieder in den Kommentaren. Es ist die sprichwörtliche Taube, die alle Figuren abräumt und aufs Spielfeld scheißt. Und sagt, ich habe gewonnen. Zum Beispiel mir die Fragen beantwortet, was du denn arbeitest, wie viel Arbeit in deinen Videos steckt und so. Genau, Das weil sind die die ganze Frage Zeit Fragen, die du beantwortet Die hast. Frage, was ich arbeite, ja nicht bekannt ist. Ja, nee, darüber haben wir doch gerade gesprochen. Das ist auch eine Metadiskussion. Du brauchst jetzt nicht die Diskussion von vorne anfangen. Du hast gefragt, Brauchen welche keine Fragen du Diskussion anfangen, beantwortet dass ich hast. YouTuber Das bin hab und ich mit dir gerade YouTube meine gesagt. Kohle verdienen, das habe ich 1000-mal schon beantwortet. Das steht sogar in Jetzt 1000 fangst du wieder von vorne. Das haben wir doch gerade geklärt. Wir müssen nicht dieselbe Frage immer wieder diskutieren. Weißt du, was eine Metadiskussion Ich ist? diskutiere überhaupt nicht, Kollege. Ich Nein, weiß er nicht. laber bloß ein bisschen. Unterhaltung nennt man sowas auch in Fachkreisen. Ja, herrlich. Ja, ja. Was machst du denn heute noch Schönes? Andere Privatsache, etc. Wahrscheinlich die noch in den Arsch treten. So tief ist mein Ton schon noch in 200 Jahren verdaust. Na, dann komm nach Nürnberg. Treffen wir uns am Hauptbahnhof auf einen Kaffee. Ich lade dich auch ein. Können wir uns auch nochmal in Ruhe unterhalten. Nürnberg. Alle gleich 50 Leute mit. Weil bei dir stehen Sehr wahrscheinlich schön. 100 da. Und 50 von uns reichen ja. Okay, wir haben es jetzt. Wann bist du in Nürnberg? Dann treffen wir uns am Hauptbahnhof. 50 von uns reichen ja. Wer ist denn uns, Rainer? Du hast doch damals schon keine Freunde und keine Familie mehr gehabt. Wer würde denn da mitgehen? Jetzt tut er wieder so, als hätte er da die Crew, die ihm da Rücken gibt, und dann sagt er hier, kommt sofort alle vorbei, in einer Stunde treffen wir uns am Nürnberger Hauptbahnhof, und dann verwemsen wir den Bärendian, weil der war gemein zu mir im Internet, weil er gesagt hat, Rendern ist keine Arbeit. Und dann kommen sie, irgendwie, keine Ahnung. An Altschauerberg wohnen zwar bloß 40 Leute, aber 50 davon kommen mit.
gefahren nach Nürnberg und verwärmst den Berndian am Hauptbahnhof. So ein Ding wird das. Oh, was war das? Der Dieter, der das Dorffest organisiert hat, nachdem die Schanze abgerissen wurde. Ja, der kommt dann, der steigt auf den Trecker und fährt nach Nürnberg, um Berndian zu kloppen, weil er im Stream gemeint zu Reini war. Er hat gesagt, Rendern ist keine Arbeit und hochladen auch nicht. Wild. Hauptbahnhof. Treffen wir uns am Hauptbahnhof, sag nur Uhrzeit, ich bin da. Also ich weiß, du brauchst ja ein bisschen nachher ins Kirchenhaus. Es ist halt nichts mit den Arschkriechen zu tun. Ich gebe doch einen Kaffee aus. Wenn ich dir mit meinem Schuh in den Arsch trete, dass du noch in 2 Wochen meinen Turnschuh verdaust und noch in 2 Jahren, dann hat es nichts mit einem Arschkrieg zu tun, hast recht. Vollkommen recht. Also, ich stand das letzte Mal vor deiner Tür, da hast du mir die Prügel angeboten. Da habe ich gesagt, komm doch runter. Das hast du nicht gemacht. Hast du lieber die Polizei gerufen. Ich habe mit der Polizei gesprochen. Ich habe die Polizei gefragt, ob du denen nicht auch irgendwie auf den Keks gehst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die gekichert haben. Kollege, was begreifst du an dem Satz nicht? Es ist mir egal. Es ist mir egal, wenn ich auf den Sack gehe. Das ist, glaube ich, die erste wahre Aussage, die wir seit langem von ihm da gehört haben. Die Scheiße geht hier schon seit 40 Minuten und das ist eine wahre Aussage. Es ist ihm vollkommen scheißegal gewesen, wem er da auf den Sack gegangen ist. Das war ihm scheißegal. Da war der Narzissmus voll am Werke. Reini war das vollkommen bewusst, dass er die Polizei terrorisiert, dass er seine Nachbarn terrorisiert, dass er jeden Menschen terrorisiert mit dieser Scheiße, der irgendwie auch nur ansatzweise was mit ihm zu tun hat. Und war ihm wurscht, weil es hat ein bisschen Hartgeld gegeben. Auf ein paar Barne auf YouNow hat es gegeben. Was soll... Dir ist es egal, wenn du der Polizei Polizei Ich bin ja so auf deine und auf Aufmerksamkeit, beziehungsweise auf das Wohlwollen der ganzen Menschheit angewiesen. Ja, Rainer, du bist schon ein bisschen auf das Wohlwollen der Polizei angewiesen. Die hätten vielleicht auch mal häufiger irgendwie härter durchgegriffen, wenn sie mehr Wohlwollen dir gegenüber gehabt hätten. Aber das hast du dir ja auch verspielt. Ne? Also wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dass die Leute, die da kommen, ausschließlich Scheiße bauen. Wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dass die Aussagen deinerseits immer gestimmt haben, was die gemacht haben, wie viele es waren, etc. etc. Ne? Wenn das alles wahr gewesen wäre und du dich gut gestellt hättest mit der Polizei, dann hätten die vielleicht auch häufiger mal ein bisschen härter durchgegriffen. Hm? Hätte das sein können. Vielleicht wären die da auch häufiger dann vorbeigefahren. Aber dann hätten sie, wenn du so wärst, wenn das dein Charakter wäre, dann hätten die niemals vorbeikommen müssen. Weil dann wärst du weit überhaupt niemals gekommen. Bin ich ja volle Knecke. Es ist vollkommen egal, was irgendjemand von dir denkt. Es ist vollkommen egal, was die Hater von dir denken, was deine Fans von dir denken. Es ist sogar egal, was deine Familie von dir denkt. Rainer, deine Familie hat sich von dir abgewendet. Menschen, die dir wichtig waren, haben dich entweder zeitlebens verarscht oder sich auch inzwischen von dir abgewendet. Ich glaube, die einzige Person, die nicht wirklich alles an dir hasst und die noch irgendwo ein kleines bisschen Wohlwollen für dich in ihrem Herzen übrig hat, ist Marion. Alle anderen Menschen, denen du jemals begegnet bist, die jemals was mit dir zu tun hatten, egal ob Freunde, Familie, Kollegen oder so, alle hassen dich. Die Polizei in Neustadt an der Aisch hasst dich. Deine Nachbarn hassen dich. Deine Familie hasst dich. Die Leute, die früher mal deine Freunde waren, die sich im Internet für dich gestritten haben, für dich eingesetzt haben, die Hate und Kruten, wie das abgekriegt haben, das gerade so gescheppert hat, hassen dich inzwischen Zeit. Warum? Weil die dir auch scheißegal waren. Weil du gedacht hast, das ist dein Recht, dass du Leute hast, die diesen Scheiß für dich abfangen, wenn du Leute im Internet provozierst. Das ist dein Recht, dass es da Leute gibt, die sich vor dich hinstellen, die Barre durchlassen und die Hater abwehren. Und dass du die den Hatern einfach zum Fraß vorgeworfen hast, wenn es dir gerade gepasst hat.
Stichwort Doxing. Wichtig ist nur, was du selber von dir hältst. Und wann hast du dir Genau, das das letzte weiß Mal ich natürlich. selber ehrlich die Frage gestellt, ist das alles überhaupt das wert, was du dafür bekommst? Ist das bisschen Hartz-IV-Geld, das du dir da im Barren auszahlen lässt, wirklich wert, dass du deine Gesundheit riskierst? Hartz-IV-Geld. Ich verdiene wahrscheinlich 10.000 Mal mehr wie du, halt bloß die Fresse. Ich habe dir gerade gesagt, wie viel ich verdiene. Wie viel verdienst du? Das darf er doch nicht sagen, er kommt doch in den Knast. Erndian, das ist doch illegal, zu sagen, was er verdient. Alter, das ist so geil. Er sagt ihm jetzt einfach, hey, egal was du da verdienst, es ist wirklich deine Würde wert. Es ist wirklich den ganzen Hass wert. Es ist wirklich wert, dass du auf dem Altar der YouTube-Barne alle deine sozialen Kontakte, egal ob zu Freunden oder Familie oder Nachbarn oder sonst irgendwem, geopfert hast. Für die paar Mark erbettelte Barne auf YouNow. Ist es das tatsächlich wert? Und Reini so, nein, nee, Hate-Mobbing, Kopfhörer runter, ich kann dich nicht hören. Jetzt lauf doch nicht wieder vor der Wahrheit weg. Habe ich einen Nerv getroffen oder was? Ja. Leute, hört mal auf, die ganze Zeit über Twitter zu schreiben. Mein Tablet ist gleich leer. Was haben wir denn hier? 29 neue Interaktionen. Seid ihr verrückt? Ihr Wahnsinnigen. Ja, herzlich willkommen bei Berndian. Geht auf YouTube, gebt Berndian ein. Diesen Freitag wird es wieder eine Sendung gegen die Einsamkeit geben. Die fängt 21 Uhr an. Da könnt ihr Das ist geil, wie er jetzt tatsächlich Werbung für seinen Kanal macht. auch anrufen. In Skype heiße ich Neobiene. Das ist ganz einfach in Skype. Und dann unterhalten wir uns miteinander über Themen, die euch interessieren. Egal, ob es jetzt YouTube-Videos sind oder andere Sachen. 21 Uhr Freitag, Berndian auf YouTube als Livestream. Ihr könnt anrufen in Skype bei Neobiene. Ist ganz einfach. Es gibt keine Möglichkeit, mir Geld zu spenden oder so. Ich mache das Ganze nicht, um berühmt oder reich zu werden, sondern einfach, weil es mir Spaß macht. Ja. Jetzt gehört mir der Drachenstream. Geil. Stellt Fragen im Chat. Wie erbärmlich es jetzt ist, dass Rainer einfach. Ich glaube, er war gerade selber geistig so überfordert, dass er die Option des Bannhammers, dass ihm die nicht mehr gekommen ist. Oder er war so davon überzeugt, dass er die Diskussion gerade so gewinnt, weil er so eloquent ist und Berndian da ja überhaupt nichts dagegen sagen kann, was er jetzt gerade alles rauslassen hat, dass er sich denkt, ja, lass den Kasper ruhig reden. Ich tue jetzt mal so. Drache weint. Fände ich nicht okay, wenn der weint. Besiegt. Drache ist besiegt. Rainer hat sich eingepisst. Domian, nee, ja, okay, Domian-like ist schwierig. Ich denke mal, Domian hat irgendwas ausgebildet oder sowas. Ich kann mich so nur mit euch nicht unterhalten und meine Lebenserfahrung mitgeben. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich euch bei Eheproblemen oder so helfen könnte, weil ich da selber kaum Erfahrung habe. Der Drache ist schon berühmt, dafür macht er es auch nicht. Ja, das stimmt. Erklär dem Drachen doch mal, wie er eine Freundin bekommt. Ich glaube, der will gar keine Ratschläge. Aber vielleicht ruft er ja an. Wer weiß. Es freut mich, dass es euch so gut unterhalten hat. Ich hoffe, ich konnte alle offenen Fragen eingehen. Ich bin gespannt, wenn er zurückkommt. Das ist ganz ehrlich, die Scheiße läuft jetzt hier wirklich bis zum Ende, ohne dass. Ich habe jetzt hier gerade geschaut, das läuft jetzt wieder bis zum Ende, ohne dass Reini irgendetwas. Ohne dass Reini wieder zurückkommt. Und keine Ahnung, das Gelaber von Berndian, das brauche ich jetzt auch nicht. Ja? Also keine Ahnung, ob es den Kanal noch gibt. Ob der immer noch 8 Jahre später einmal in der Woche seine Livestreams macht und da Telefonseelsorge spielt. Habe ich keine Ahnung. Wenn er es immer noch macht, schön für ihn. Freue mich für ihn. Hat er eine Passion gefunden. Ich bezweifle es allerdings. Aber wir brechen jetzt hier an der Stelle ab. Ne? Reini kommt nicht mehr wieder. Reini hat sich ordentlich zum Obst gemacht. Und wenn jetzt irgendwelche Hardcore-Berndian-Fans da sind, die sagen, boah krass, aber die letzten 3 Minuten, die das da abgeschnitten hast, die waren Gold, dann tut's mir leid. Aber ich bin ja hier im Reini-Reaction-Kanal und kein Berndian-Reaction-Kanal. Klar, ich werde jetzt auch mal schauen, dass ich ein paar andere Themen noch anspreche. Ich habe gesagt, ein bisschen was hier liegen. Ich komme nur leider Gottes echt nicht so oft dazu, ein Video aufzunehmen, wie ich das gerne wollen würde. Aber, naja.
in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Grüße gehen nochmal raus an Pyro. Danke, dass du mir das hier empfohlen hast. Da war auf jeden Fall jede Menge mit am Stissel. Ich weiß nicht, wann dieses Video euch erreicht. Ich nehme das jetzt hier am, was ist denn heute? Mittwoch, der 30.10. auf. Vielleicht haben wir Glück und ich kann es heute noch online stellen oder morgen. Dann wünsche ich euch ein schönes Halloween-Fest. Verkleidet euch schön. Verteilt Süßigkeiten an irgendwelche Dullis und übertreibt es nicht zu hart. Ich bin auch jetzt dann erstmal ein paar Tage nicht hier. Dementsprechend schauen wir mal. Ne? Und ich habe wirklich jetzt einige Tage noch, wo ich ein bisschen PlayStation Backlog aufarbeiten will. Also ich muss Visions of Mana noch durchspielen und Space Marine 2. Das steht auf jeden Fall auf dem Zettel noch ganz weit oben. Dann gab es noch irgendein Teenage Mutant Ninja Turtles Spiel, ein relativ neues, was ich noch fertig spielen muss. Und dann wollte ich eigentlich noch SpongeBob spielen. Naja. Und zu viele Spiele, zu wenig Zeit. Das neue Astrobot wollte ich mir eigentlich auch noch geben. Dead Space. Zu viel. Pile of Shame, zu hoch. Aber ich drifte ab. Leute, tut nicht, was Rainer tut. Und sollte der Berndian immer noch da einmal in der Woche seinen Seelsorge-Stream machen, schaut mal vorbei, sagt ihm liebe Grüße von mir. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schöne Restwoche, schönes Wochenende und Battle off.